Kaum zu glauben, aber wahr, Freunde. Nach langer Zeit, vielen Wochen, viel zu vielen Tagen, wie auch immer, geht es endlich weiter hier bei Pokémon Weiß 2. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage alle gut überstanden, auch gutes neues Jahr gestartet, denn jetzt geht es hier richtig ab. In der letzten Folge hatten wir noch mit dem neuen oder alten, wie auch immer, Team Plasma zu tun, dass da uns da ein bisschen gefolgt ist, da von Vapydro City, genau, und jetzt auch hier auf Stratos City ein bisschen Ärger macht. Was, womit kann ich dienen? Soll es nach Vapydro City gehen? Nee, noch nicht. Okay, ich mich einfach an. Ja, mache ich. Ja, ich überlege gerade doch, das war doch so in der letzten Folge noch, da wegen Sharon und so, ist uns auch begleitet, oder ja, doch, Sharon und der Rivale waren es, die uns begleitet haben. Und ja, wie gesagt, da das neue Team Plasma sind noch ein bisschen unterwegs, und das Schiff wieder ein bisschen Unheil. Und die müssen wir jetzt aufhalten. Winter, Frühling, könnt ihr mal entscheiden, hey. Was jetzt? Winter, Frühling? Oh, und da kommt schon der erste Spacko. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht. Ausgezeichnet, möchte dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Yes, man, ein Fahrrad. Cool, Michael Hell Fahrrad. Und verstanden in der Basis-Item-Tasche. Ja, Mann, einfach Gas geben und losraddeln. Du kannst das. Jo, du kannst noch was. Ja, egal, du kannst gleich mal cool einweihen. Okay. Einweihen, ja gut, muss sowieso noch kurz. Moment, wo war die Taste? Hallo? Taste, wo bist du? Taste? Ah, hier, nee, ist die falsche Taste. Hier ist die Taste. Hatten wir da... ich muss das Steuerungssystem wieder mal ein bisschen in den Griff kriegen. Moment mal, C war abbrechen, ja, da ist X und dann mit... So wird ein Schuh draus. So, jetzt mal kurz gucken, wo hatte ich jetzt das? Da, Fahrrad. Fahrrad. Kannst du es hier direkt, toll. Moment mal kurz, muss glaub mit der Maus rein. Geht das überhaupt? Ah, es geht. Es geht. Ist das nicht Wunderbärchen? Jetzt sollte ich mittels Y da oben, Y Quatsch, mit A kann ich hier auswählen. Das ist Karte und Fahrrad. Very nice. Aber hier in der Stadt, ja. Das Fahrrad nicht unbedingt so zu empfehlen, deshalb wieder aussteigen bitte. Geht doch. So, ihr seht schon, Stratos City kennen sich noch aus Pokémon Weiß und Schwarz 1 jeweils. So gesehen eigentlich nichts besonders Neues, aber doch, ja, eigentlich schon. Also sprich, es gibt schon ein paar, sagen wir mal 1 bis 2 Dinge, die ein bisschen anders sind. Oh, wer sind das jetzt schon da? Hallo. Oh, du willst ein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte nicht im Weg stehen. Wann das? Kennst du das Geonet? Nö. Sie ist in der Globus im ersten Stock des Pokémon Centers. Das ist das Geonet. Dort kannst du den Wohnort registrieren lassen. Wow, danke. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ja, macht ihr da Feed? Na, soll ich? Ja. Ja, mach doch mal. Und in dem Sinne, Obhut, blue. Und der Typ links von uns will uns noch ein paar Medaillen geben, wie es aussieht, oder? Der Typ ist wieder fit, komm wieder so noch vorbei. Ja. Da bist du endlich, Michael, da löst nichts anbrennen. Was hier ist eine neue Medaille? Michael hält die Medaille Kurzstrecke. Hey, wieso Kurzstrecke? Und jetzt gleich noch eine. Hier, nimm. Langschläfe, wohl, glaube ich, besser. Stützräder. Was? Stützräder? Eine Teammedaille. Ja, ich habe leider nichts mehr für dich, also ciao. Ja, seltsamer Typi. So, was habt ihr noch Schönes? Hier, kaufen, alles kaufen. Ich habe kaum Kohle. Ja, womit kann ich die denn verkaufen vielleicht? Mal gucken, da weniger, da auch weniger. Ich kann noch was Schönes, Herzschuppe, nö. Ja, bei Angriffsplus braucht sowieso kein Schwein. Ich bin sowieso nicht derjenige, der da groß auf die sogenannten, na, wie heißt es wieder, Kampf-Items, genau. Der da Wert auf die Kampf-Items setzt. Auf die habe ich nämlich überhaupt keinen Bock. Alles weg, alles weg. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, sehr viel geräumiger. Habe ich hier noch, ja, kann man noch lassen. TMs, VMs auch noch gut und tschüss. Ja, gibt es noch etwas? Nö. Ja, gibt es etwas? Ja, mal gucken, was es Schönes gibt. Was? Heilball, Netzball, Nestball. Nö, der hat auch nichts. So, Leute, dann mal gleich kurz gucken, was wir hier noch im Menü zu bieten haben. Wir haben eben noch unser altes Team hier mit Elekid, Zotronin, Stravickel, Vulcano und Riolu. Glotz ist nur als VM-Viech dabei. Hat es noch Mitnahme? Glaub nicht, oder? Nö, der Angsthase.
Aber es gibt hier in Stratos City noch ein Pokémon, das ich mir noch fangen möchte und das auch zu uns ins Team gehört, Leute. Und zwar ist es, ihr werdet es kaum glauben, es ist ein Evoli. Tja, man höre und staune. Evoli, ein Pokémon, das ja auch erst seit Schwarz und Weiß 2 hier wild fangbar ist und vor allem hier in Stratos City in einem Gebiet, das noch in Schwarz und Weiß, sprich dem Vorgänger, noch nicht gab. Aber jetzt erstmal gucken, wir sind auf dem richtigen Weg. Nein, das war falsch. Turbotreter, wo habe ich die? Wo habe ich den Turbotreter hin? Hallo, Taste? Ah, die war's. Gut, da ist ja das Schiff, das fällt glaube ich nur abends ab, stimmt das noch? Die MSN Ronal legt nur am Abend ab, bitte komm abends auch mal wieder. Ja, ist aber keine Zeit, 10:29 Uhr, okay, stimmt auch mit der Systemzeit. Sonntag, 10:29 Uhr, die Nachrichten. Stratos City, ein seltsamer Junge terrorisiert die Bevölkerung. Wie, wo, was, warum? Ich weiß es auch nicht. Da, richte einen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Was diese Geste wird Daumen hoch genannt, bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Ja. das passt super. Hey. Ich meine, so YouTube mit Daumen hoch und so, oder? Daumen hoch aufs Video geben ist nie verkehrt, Leute, nie verkehrt. Wenn du einen Pokémon trainieren lassen willst, versuch dein Glück ruhig in der Kanalsituation. Was? An der Kanalisation, Kanalsituation. Da dürfte es viele Trainer geben, die dasselbe tun. Ja, lass mich mal durch. Alter, durchlassen. Alter. Junge. Ja, das würde ich gerne, wenn ich da seht, das neue Eingang, da muss ich hin. Aber es geht nicht. Scheiße. Gut, das können wir dann machen. Wir könnten noch zum Beispiel nach Osten gehen. Nach Osten, da sind sie hoch, die Kosten, wie man so gut weiß. Aber leider kommen wir hier nicht besonders weit. Oh, Flinkflaue. Das sind doch sehr schön. Wieso ich mir ein Evoli fangen möchte? Ganz einfach. Ein Evoli deswegen, weil ich mir noch ein Psyana trainieren möchte. Ja, ein Psycho-Pokémon, man stelle sich vor. Ja, sind doch ruhig rum bei der Schnitzeljagd. Ja, macht das. Ich führe eine Untersuchung über die Stabilität der Himmelsfallbrücke durch. Na klar. Das letzte Mal, es liegt schon einige Jahre zurück. Die Sache könnte also schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ja, bis du die Pokémon-Liga geschafft hast. Bis dahin, dann geht's wieder. Ja, nee, ist klar. Das heißt, der Typ steht jetzt da, bis wir die Pokémon-Liga geschafft haben, dann geht er wieder und dann hat er seine Pflicht erfüllt. Oh Mann, oh Mann. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Team Plasma, nicht Team Rocket. Hat er gerade Team Rocket auf der Zunge. Und hier haben wir zum Beispiel noch, ist das Game Freak hier? Tatsächlich Game Freak, ja. Die Entwickler von den Pokémon-Spielen schlechthin oder seither, ist ja auch egal. Jedenfalls schon seit geraumer Zeit. Hier haben wir hier was Schönes. Hier haben wir einen alten Knacker. Lass mir dir mal einen kleinen Rat geben, Jungchen. Wenn du vorhast, stärker zu werden, dann sollst du gegen so viele Trainer wie möglich kämpfen. Es ist ganz wichtig, dass du lernst, seine Pokémon zu verstehen. Ich dachte, ihm wurde etwas Neues hinzugefügt. Ja, du kannst sowieso nicht, weil du einen Emulator zockst. Ja, schon klar. Würde ich jetzt so nicht sagen, aber okay. War ja nicht der Typ. Da war er. Alter! Haha, du sollst dein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Wir nehmen dies als Entschuldigung. Es tut ihm leid. Du Arsch mit Ohren. Michael erhält das Item TM70 Blitz. Michael verstaut das Item, ja, schon gut. Setzt die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacken gemindert. Setzt sie zweimal ein, so halbiert die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erleiden. Daher lautet mein Motto, mehr Licht. Das sagst du einem Gamer. Mehr Licht, das sagt noch immer im Dunkeln. Im Restaurant, was gibt's Schönes? Sayonara, Itadakima. Ich würde gerne Ramen haben. Was? Kein Japaner? Scheiße. Meine Mutter war noch prompt vor Freude. Was? Achso, seine Mutter. Meine Mutter ist und bleibt immer eine Mutter. Das stimmt. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielen dagegen ein trauriges Lied, ja. Und dann spielen dagegen Stratos City Mucke, dann wird man ein bisschen hohl im Kopf. Der reinste Ohrwurm. Ernsthaft? Aber hallo. Leute, seid ihr noch ganz... hallo, seid ihr noch ganz sauber im Kopf? Ernsthaft, aber hallo. Ja, wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist Tatsache. Jojo, Ach du Scheiße. Okay, lassen wir diese fröhlichen Turteltäubchen ein bisschen Turtel. Sogar eine, hässliche Vorstellung, aber was soll's?
Was haben wir hier Schönes? Aus dem Weg, auf Vertania. Nein, Moment mal, das hieß ja anders. Stratos Atelier. Das ist ja auf dem Weg nach Vertania City. Das ist ja als Stratos City. Junge, die Mucke her. Also am Anfang, okay, mit der Zeit, dann nervt es schon ein bisschen. Ach, was hat dann Schnitzelhart? Ja, Medaillenabend, Passanten, Kampf AG, ja, da, Passanten? Oh nee. Hier ist doch die Kampf AG. Kampf AG, Trends, die jetzt auf sich halten sind. Derzeit willkommen. Gut zu wissen. Die Kampf AG ist auf der Suche nach Aufsichtspersonal. Trends, die etwas auf sich halten sind. Derzeit willkommen. Werbemitglied, alles klar, gibt's die auch noch? Da war doch der Typ, genau. Doch, stimmt. Hä? Das ist ein anderer? Das ist ein anderer Steg. Ahoi, dieses Schiff fährt zum Turm der Einheit. Jo, können wir machen. Das ist der Turm, den kennen wir auch noch aus Schwarz und Weiß 1. Da gab es damals Victini zu fangen, falls man da irgendwie ein Ticket dabei hatte, sprich ein Event aus dem Internet herunterladen konnte. Michael erhält Fatumknoten. Er trägt eine Pokémon einen Fatumknoten bei sich und bekommt vom Gegner das Statusproblem Anziehung verpasst, wird der Angreifer ebenfalls mit Anziehung belegt. Hehe. Cool. Brauche ich ja auch so oft. So, mal gucken. Hier war doch noch irgendwie ein Event, hat das so im Gefühl. Da war was anderes, das war der Spacko. Nur im Vergleich mit dem Luxusdampf ist das Boot ausgesprochen klein, aber der Abenteuerlust bei der Erkundung der unendlichen Weiten der offenen See tut dies keinen Abbruch. Na, was im Freiheitsgarten? Nein. Nicht jetzt, das macht ein anderes Mal, weil wir ein bisschen Action haben, hey. Da bringen wir seit 2-3 Monaten endlich mal wieder eine Pokémon-Folge und dann kommt hier nur so ein Käse dabei raus. Der Arenaleiter? Der meint, er müsse dringend weg, weil irgendwas vorgefallen sei. Wenn du willst, kannst du ihn ja suchen. Was? Ist schon wieder verschwunden? Wie, wo was? Das ist ja... Oh, hallo Lilia. Also Sache ist die. Das Morgenbegleiter nicht hier. Täusche mich oder wird das langsam der Gewohnheit, dass Artie auf einmal spurlos verschwindet? Er sagt immer während einem kreativen Schaffensloch und dann verlässt er plötzlich die Arena, um sich irgendwo anders Inspiration zu holen. Leute, das ist Lilia aus Schwarz und Weiß 1, die ja damals noch Arenaleiterin war wie hieß es schon wieder? Twin Drake City, genau. Wer bist du? Die Plasma? Aber das hat sie doch schon vor 2 Jahren aufgelöst. Wie dem auch sei, du scheinst wirklich kein zu stecken, als helft dir natürlich. So, mal überlegen, wo können sich so zwielichtige Gestalten wohl aufhalten? Ich hab's. Ich glaube, ich weiß, was sie sein könnten. Und weg ist sie. Puh, Artie und Lila sind sich echt unglaublich ähnlich. Ich glaube, sie ist davon abgeflogen, als sie ist wohl in Richtung Pokémon Center gegangen. Weißt du, wo das ist? Wenn du den Weg um Stratos City rumfolgst, kannst du es nicht verfehlen. Und tschüss. Ja, und tschüss. Okay, das war gerade Lilia. Mal gucken, wenn diese Folge auch noch Artie erreicht. Ich glaube, es zwar ja weniger, aber... Ja, und ich fürchte, Evoli werden wir in dieser Folge auch noch nicht fangen können, weil Evoli habe ich schon bereits auf Schwarz 2 versucht, die ich ja privat durchzocke und Leute, das ist echt mühsam. Hey, hier entlang geht's zum Vampir. Zusammen mit der Slim Street ist das wohl der Ort, der hier in Stratos City am ehesten zwielichte Gestalten anlockt. Slim Street? Oh mein Gott. Ja, da sind wir bereits hier entlang los, also nochmal nachsehen. Wegen Evoli, das Vieh, da gibt es zwar hier zu fangen, aber das ist sehr, sehr selten, Leute. Und ich habe es leider bei Schwarz 2 nie geschafft, das heißt, ich muss es hier offscreen mal suchen und das dürfte eine Weile dauern. Daher, naja, vermutlich erst in der nächsten Folge, oder zu Beginn der nächsten Folge. Ja, da unten lang, bitte. Das ist auch schon mein Rivale. Sven, Michael, hast du den Plasma gesehen? Jo. Dankeschön, aber du musst nicht schwindeln, nur weil du mich nicht enttäuschen lässt, was? Achso, sehen, nein, gesehen nicht, aber ich weiß, wo sie sind. Mal sehen, da gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Ort, an dem ich noch nicht angesehen habe. Michael, komm, du musst mir helfen. Und weg ist er. Ja, die Kanalisation ist perfekt geeignet, um sich zu verstecken. Okay, dann gehen doch einfach mal Svenny Boy nach. Die Kanalisation. Alter, ist der Arschfinster hier. Michael, du musst stärker werden. Allein ist es schwer für mich, gegen diese Leute anzukommen. Was? Na klar, er sagt, ich muss stärker werden, aber für ihn ist es schwierig. Oh mein Gott.
Okay, er ist dabei, er heilt unser Pokémon, das heißt jetzt mal Dream Team Zeit. Und wilde Pokémon auch, noch habe ich noch einen Schutz dabei. Oh, Slime und Zubat, geil, kann ich beide fangen. Evoserb? Pflanz-Pokémon gegen 2 Gift-Pokémon, das ist eine super Entscheidung, Alter. Alles klar, alles klar. Ha, 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 ha. Das macht nicht viel Schaden, Alter. Elekid, Schockwelle der alten Ahnen. Elektrisierendes Kamehameha und Tschüssikowski. Das sind 70 EPs, dann noch eine Lebensschädel. Autsch. Natürlich Volltreff, was auch sonst, oder? Genauigkeit senkt, scheiße. Für solche Fälle habe ich natürlich die Sternschauattacke dabei. Wickel, wickel, wickel. Ich umwickle dich. Ja, mit einem hat Sven recht, ich muss unbedingt stärker werden. Guckt doch mal das Level an, Leute. Slimer, Level 17 und ich habe Elekid mit Level 18. Puh, das wird noch eine richtige Trainingssession hier werden. Fürchte ich schon fast. Ich muss einfach vergiftet. Slimer. Na, warte, Freundchen. Wickel, wickel. Ich verwickel dich in einen Kampf. Und schluck das! Alter, was der alles aushält! Das muss aber gewaltige EPs geben, hey, alter Schwede! Evoserb! So, noch einmal Schockwelle, weil es so schön war! Evoserb? Okay, Evoserb hat ihn geslasht. Und 104 EPs noch für 104 dabei waren Level. Alter. Okay, das wird heavy. Der war nur ein Level tief und trotzdem einfach nur 104 EPs bekommen. Ja, das wird eine Weile dauern. Da sind sie bereits. Die Team Plasma. Oh nee, muss das sein? Die alten Stinkviecher schon wieder. Ja, wir sind zurück, wir wollen euch platt machen, wir wollen euch erdrücken mit unserer Liebe. Alter, behalte die für dich. Schockwelle. Scheiße. Und Sayonara. Wachstum. Naja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich viel bringt. Bin ich ein bisschen... glaube ich eher weniger. Aua. Voll ins Face. Ja, was aber noch schönes Fußkick gegen Gift-Pokémon. Super Wahl. Sternschauer. Das ist Level 15, also müsste es besser gehen. Ja, geht so. Nicht unbedingt die Welt, aber man kann es machen. Und zum letzten Mal hier noch die Schockwelle. Vielen Dank fürs Einmischen. Evoserb ist doch nicht so übel. Mit einer Pflanzenattacke gegen Gift-Pokémon. Alles andere als schlecht. Der Krümlöffel, der Psychoattacken verstärkt. Geil. So, Team Plasma ist heute fällig. Hallo, Kumpel. Hey! Was wollt ihr? Team Plasma, ihr elenden Halunken. Wie bitte? Behandeln uns nicht, als wären wir die Bösen. Wir wollen alle Pokémon befreien. Stellt uns nicht in den Weg. Halt die Schnauze, Mann! Die Pokémon befreien von Wegen ist nichts weiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon wie Werkzeuge. Halt die Klappe, Mensch, jetzt rede ich. Her mit eurem Pokémon. Los geht's, Michael. Ja, was noch sonst, Die Team Plasma-Mucke, die fand ich in schwarz-weiß, aber geiler. Aber auch hier ist sie nicht übel. Oh, Ganovil, das ist also ein Fall für meinen Kumpel Svennyboy. Und wir kommen mit Elekid daher. Level 16, das machen wir doch mit locker, mit links. Elekid, nimm die Schockwelle. Ey, ich Trottel, das sind doch Unlicht-Pokémon, ich hätte den Kampftag einsetzen können. Aber egal. Elekid, sehr schön. Schockwelle, mach sie weg. Ja, der Gedanke ist erzählt. Aber warte, Fußkick.
Fußkick und ich habe hier einen Grafikfehler, aber ist egal, ich glaube, ihr habt ihn nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Mann, ey. Jetzt reißt aber langsam. Sternschauer. Okay, okay. Stiehlt mir Sven wieder mal die Show, hey, wie immer. Das gibt's einfach nicht. So, das war's. Mann, ey, ich hab die Schnauze voll, schnell zu verlieren. Und 1280. Geld, alles meins. Die sind ganz schön stark, aber was soll's, wir haben die Pokémon, die wir brauchen. Wir sind uns zurück. Und tschüss. Ja, aber finden sie so schnell wie ein Nackelotz. Also gut, lass uns weiter suchen. Vielleicht sind hier noch mehr von denen. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, ihr zwei. Wie, wo, was? Wer kommt jetzt? Das ist der Arti. Bist nicht Arti, der Arenaleiter? Der bin ich. Ich heiße Arti. Ich habe tief in der Kanalisation keine verdächtigen ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe tiefer in der Kanalisation keine verdächtigen Personen gesehen. Wirklich? Es stimmt. Ich bin wegen Team Plasma auch alarmiert. Aber wollen wir nicht nach draußen gehen? In der Kanalisation ist es so schwül. Was? Ach so, schwül. Hatte die Arenaleiter nicht vor 2 Jahren gegen Team Plasma gekämpft? Danke für deine Hilfe eben. Hier benutzt das. Michael erhält das Item Stärke. Geil. Und noch verstaut. Ja, ich werde den Rest abspüren. Pokémon niemals weg mit euch. Okay. Und weg ist er. Hey, du da. Wie, wo, was? Wer jetzt schon wieder? Du hast dich gegen Team Plasma ausgezeichnet geschlagen. Und wie du die Kräfte deiner Pokémon freigesetzt hast. Ausgezeichnet, wirklich wunderbar. Und sehr aufschlussreich. Jetzt wird mir einiges klar. Und tschüss. WTF. Wer war denn das? Keinen Schimmer. Na egal, was hast du jetzt vor? Evoli fangen, du kannst hier bleiben deinen Pokémon trainieren, du kannst auch in meine Arena kommen und mich herausfordern. Ja, Arena kann herausfordern, schön und gut, aber ich will noch trainieren und ich habe Team Plasma zu früh gefunden, scheiße. Ja, weil eigentlich gibt es hier nebst Team Plasma und einigen Pokémon gibt es ja auch noch einige Trainer, die man herausfordern kann, aber natürlich auch mit unserem Kumpel Sven und, also, die gegnerischen Trainer herausfordern mit Sven geht zwar nicht, aber er hält uns halt nach hinten Kampf und das ist halt schon praktisch, mir zu trainieren. Und das habe ich eben gerade versaut. Das heißt, ich muss alleine gegen die ganzen Trainer ancatchen. Natürlich kein Problem, können natürlich, aber... Wo bin ich jetzt? Karte? Alter Fluchtweg! Ich überlege gerade... Ach so, der! Stimmt, aber jetzt doch erst später was, dachte ich. Mal kurz gucken, vielleicht treffen wir gerade noch ein besonderes Pokémon. Oder Items. Nein, was kommt jetzt hier? Bitte Kanonix. Ah, ein Fleckneul. Ein Fleckneul. Ein Psychoflug-Typ. Ja, das wird kein Psychoflug. Ich denke immer so ein Giftflug, aber es ist der Psychoflug. Es sieht zwar aus wie ein Gift-Pokémon, aber es hat den Typus Psycho. Der kann, glaube ich, auch ganz gut trainieren, der Gute 180. Naja. Geht. Fluchtseil, juhu. Ja, falls wir es brauchen, mal gucken. Wir haben noch etwa 6 Minuten, das geht doch locker in der Hocke. Na super. Und der nächste Spasti. Gehörst zum Kanalisationspersonal? Egal, du wirst natürlich sofort in meine Forschungsarbeit einbezogen. Muss das sein? Schon wieder Versuchskaninchen spielen. Na, leck nach dem Schäbli. Forscher Josef. Was, Josef? Slimer. Oh nee, ich hasse diese Slimers. Genau deswegen wäre ein Psycho-Pokémon so praktisch. Die kannst einfach eine Psychoattacke und weg wäre das Teil. Wobei Boden geht ja auch. Boden-Pokémon hat man leider keins dabei. Leider. Elekid. Schockwelle. Verdammter Mist. Okay, es könnte sich ein bisschen in die Länge ziehen. Hoffe ich zumindest mal nicht. Komm schon, du hast es bald. Lehmschelle. Alter, hör mir dieser Schelle auf, Mensch. Natürlich immer ins Gefäß. Mann, ich sehe nichts mehr. Schockwelle trifft aber immer 100% mit 60 Schaden. Naja, nicht so viel, aber es könnte auch schlimmer sein. Schlammband nicht vergiftet, Glück gehabt. Und jetzt mach ihn Ratze, Fatze weg, Elekid.
Und da ist unser kleiner Kumpel schon Level 19. Ist das geil oder ist das geil? Donnerwelle, juhu, ja, die kann ich noch gebrauchen, mal gucken. Ich habe Schockwelle, Sternschauer, Fußkick und Silberblick. Dann mal weg mit dem Silberblick. 1, 2 und schwuppdiwuppi. Er hat's vergessen und er lernt eine neue Attacke. Juhu, Level 19, drin noch kurz auf Level 20 und dann wird auch schon das Pokémon getauscht. Oh, ne, vielleicht schon vorher. Der ist 7000 nach einem Wanderer und Wanderer machen ein bisschen Platz mit Swotronin. Die Arena sind in der Cave von Pflanze, da heißt, da lasse ich dann vor allem Vulcano seinem Atem ausspeien. Ja, wir sind Wanderer, Mann, wir sind alle cool. Du musst es ja wissen. Und da kommt auch schon Backpacker Leif. Was, wie, wo, was? Terrybark. Ja, so Terrybark. Ich dachte, der wäre ein Wanderer. Gesteinkampf-Pokémon und so. Fail. Na okay. Kalklinge, mach ihn platt. Schnüffler. Alter. Hör auf mit dem Geschnüffel, hey. Und Aquaknarre. Jetzt wird's euch fröhlich. Ah, Kacke. 600 EP. Gar nicht mal so übel. So, Swotronin, auch bei Level 22. Sehr schön. Was ist sonst noch Schönes? Das habe ich eigentlich bereits. Das, wie heißt das Teil schon wieder? Den Itemfinder. Nö, noch nicht. Scheinkleister. Dann treffen wir mal auf ein wildes Pokémon. Ja, super. Da ist auch schon Praktiball, der Praktikant. Aber auch den brauche ich hier nicht. Und Kalklinge, hasta la vista, sayonara und goodbye. Was? Aua, Mann. Aquaknarre. Geduld. Muss das sein? Moment mal. Achso, Geduld, nein, ich dachte gerade an Ausdauer. Ups, sorry. Da war gerade ein Gedankenfehler, wollte man fangen. Naja, egal. Dann eben nicht, wenn er keinen Bock drauf hat, dann geht's halt eben auch nicht hier weiter, meine Fresse. Oh, ein Kiesling. Kiesling, Kiesling, ich bin ein richtiger Fiesling. Ja, Kies plus Fiesling gleich Kiesling. Sehr originell, Nintendo, sehr originell. Das war ein Kiesling, der Robustheit, genau. Ja, noch ein KP bleibt übrig, perfekt, um es einzufangen. Für unseren Pokédex. Pokéball, Walde deines Amtes. Nummer 2, die 3 und wir haben es gefangen. Ein wildes Kiesling wurde gefangen und natürlich ein Eintrag in den Pokédex. Das sechseckige Loch dient ihm als Ohr. Es hat die Angewohnheit, sich immer auf Geräuschquellen zu Wo ist denn sein Auge? Okay, Ohr statt Auge. Wo ist das Auge? Ist es beim Mund oder was? Inbox 8. Ja, schön. Ich verstehe gar nichts mehr, aber ist egal. Da ist noch ein Item und da ist ein wildes Pokémon. Ja, man sieht schon, da kommt in dieser Folge nochmal zu gar nichts. In diesem Video kommt noch wieder mal zu gar nichts. Swotronin, erledige es. Ja, natürlich hat auch das Robust. Alle Kiesling hier haben Robust als Fähigkeit. Gibt's ja nicht. Ein bisschen Härtner. Das bringt dir nichts mehr. Und die Zornklinge ist eine Käferattacke, aber bei einem KP, den er noch hat, ist auch das ein sicherer Sieg für Swotronin. Geil. So, nochmal kurz hier tauschen. Hier. Tauschen des Pokémon Swotronin gegen, ja, nehmen wir Stravikel. Stravikel. Da war's. Jetzt dann nach rechts, da gleich nach rechts und dann würde ich jetzt hier, ja, vielen Dank auch. Ich glaube, hier in dieser Höhle, also sprich dem Fluchtweg hier, könnte man auch noch ein Rotomur fangen. Glaube ich zumindest, soweit mich zu erinnern. Für diejenigen unter euch, die das natürlich gerne haben wollen, wie gesagt, hier kann man, glaube ich, noch ein Rotomur fangen. Ich glaube zumindest. Rasierblatt! Macht relativ wenig Schaden. Aua!
Wow, Hilfe. Das allerdings schon ein bisschen mehr. Käferbiss, Käferbiss. Und das war's auch für Kiesling. 69, naja. Kann man zwar machen, aber... Oh, ein Forscher. Hallo, Girlie. Oh. Die Kanalisation und der alte Fluchtweg liegen so nah beieinander, dass man sich fragt, ob das wirklich nur Zufall sein kann. Ja, gute Frage. Frag Game Freak. Frag den Entwickler, du müsst es wissen. Forscherin Calliope. Was? Calliope? Was ist das für ein Name? Toxiped. Toxiped, auch ein Gift-Pokémon muss das sein. Giftkäfer, was? Stravik hat über eine Chance? Ich weiß nicht. Mal gucken. X-Abwehrmann. Du hast keine Chance, Alter. Jo, sieht übel aus. Schutzschild. Oh, sieht gut aus. Na, mach's nochmal. Nein, ich soll es nochmal machen, du Arsch mit Ohren. Oder ohne Ohren, ich sehe die gar nicht. Sind jetzt die Fühler da oben? Ja, bin vergiftet, scheiße. Okay, Stravickel, das sieht scheiße aus, du musst zurückkommen. Riolo oder Vulcano? Nein! Als hätte er meine Gedanken gelesen, oder wohl eher sie ist eine weibliche Trainerin und auch weibliches Pokémon Scheibenkleister. Riolo, zeig, was du kannst! Ja, was hast du drauf? Rückkehr, Kraftwelle, Konter, Rückkehr. Ach du Scheiße! Okay, Kraftwelle bringt natürlich gar nichts gegen Gift-Pokémon. Schutzschild. Alter, das bringt auch bei dir nichts. Rückkehr! Na, geht doch. Das war das Toxiped. Oh, jetzt kommt bereits ein Smogon hinterher. Smogon. Riolu, Rückkehr! Voll auf die 12. Und Rauchwolke, du wirst vergiftet. Ja, glaubst du? Genauigkeit sinkt, ach scheiße. Nein, es fängt schon an. Smog. Du dämlicher... Gibt's einfach nicht. Alter, du dämliches Abgasventil, ey. Halt doch mal die Schnauze dicht. Geht doch. Du Smogon. Ja, smog dich selber, ey. Nein, das kann nicht sein. Das war nur Zufall. Schnauze. Nur Zufall. Das war Zufall gerade. Praktibalk, der Praktikant. Eleki, du brauchst noch ein Level Up. Ach nee, hat er gerade. Stimmt, er doch gar nicht. Er hat er ganz vergessen. Geduld. So, Leute, guckt halt auf die Uhr und sehe, die Folge wäre bereits zu Ende. Bereits über 30 Minuten. Ich würde mal sagen, diesen Kampf noch und nachher beende ich bereits die Folge für heute. Und halt die nächste Folge wieder nächstes Wochenende. Dann wieder regelmäßig. Jeden Samstag und Sonntag jeweils 30 Minuten Folgen. So halt als Wochenendprojekt, nicht wahr? Genau. Wie es auch ursprünglich geplant war, nicht wahr? Moment, mal ein kurzes Item haben, das will ich noch. Genau. Granitstein. Ach du Scheiße. Ich habe gar kein Gestein-Pokémon. Na egal. Leute, bis weitergehen. In der nächsten Folge dann bei Pokémon Weiß 2. Dann werden wir hier noch ein bisschen die Kanalisation unsicher machen und uns dann auch auf die Suche nach dem Evoli begeben. Aber ich denke mal, das Evoli werde ich vermutlich dann in der Offscreen dann nach dem nächsten Tag. Langsamer sprechen. Das Evoli werde ich vermutlich dann offscreen nach dem nächsten Part machen. Das heißt zwischen den nächsten und dem nächsten Part dann, weil ich denke, ja, also wie gesagt, ich habe da schlechte Erfahrungen und Evoli erscheint ja hier nur bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 bis 5%. Das ist nicht so viel, daher wird es schon eine Weile dauern, bis wir das endlich mal gefunden haben. In diesem Sinne mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Weiß 2. Dann nächstes Wochenende wieder. Ciao zusammen.